Merci, Herr Präsident. Ein Projet de loi über den Space Test Center, über den wir mit diskutieren, als ein exzellentes Projekt. Das wird ein exzellentes Projekt für die Lützeburgische Wirtschaft. Das ist aber auch ein ganz gutes Projekt für als Space-Politik. Das ist auch ein wesentliches Element von unserem Space Campus. Und dafür wird meine Fraktion und ich auch den Projekt natürlich mit großer Begeisterung stimmen. Erlaubt mir vielleicht ein paar Wörter zu sagen über die ganze Space-Politik, die von der vorigen Regierung angefangen ist, von dieser Regierung auch weiter aktiv promoviert wird, als eigentlich eine Success Story, wenn ihr guckt, wer an den letzten 10 Jahren trotzdem hier am Land entstanden ist. Ich muss auch einfach so an den exzellenten Rapport, den das ganz gut erklärt hat darin Strach. Wir haben eigentlich als Land ein enormes Potenzial für den Space Campus und all die Aktivitäten, die damit zusammenhängen, auch auszubauen. Ich sehe noch hauptsächlich 3 Elemente, die unser Dossier extrem gut machen. Der erste ist, dass man natürlich schon eine ganze Reihe von großen Akteuren an dem Sektor zu Lützeburg haben. Wir haben natürlich auf allem der SES, wir haben aber auch HP, wir haben GomSpace, wir haben Europe Space, was große Akteure sind. Dann haben wir etwas, was gar nicht so evident ist. Wir haben also eine Weltraumpolitik oder eine Spacepolitik, die international unerkannt ist, die auch dazu führt, dass effektiv ganz viele Entreprisen interessiert sind, sich hier am Land niederzulassen. Und dann haben wir ein reglementarischen Environnement, den einfach gut, also Englisch gibt immer viel vom Legal Framework geschwärzt. Hier haben wir wirklich ein Legal Framework, den wesentlich dazu beiträgt, dass Entreprisen sich aus dem dritten Sektor auch hier niederlassen. Wir brauchen mal eigentlich so ein Testcenter, den Daieras, den Rapporteur den Strach, sind aber wirklich der Meinung, wenn ein Invest ein Kehr wichtig ist, als den heute. Für was brauchen wir das? Wir haben an dem Sektor natürlich ganz viele Entreprisen, die testen, die neue Equipmente testen, an die gehen nicht mehr an ein Land, wo sie auch die Möglichkeit haben, die Tester auf der Platz zu machen. Und dafür ist es extrem wichtig, justement, dass wir auch so ein Testcenter hier am Land tun. Für mich ist es wichtig, dass man da natürlich außer der SES eine Reihe von Entreprisen direkt dahinter kriegen, die natürlich auch die Aktivitäten für den Testcenter bringen. Und da hat der zuständige Minister auch an einer Sitzung gesagt, dass es da eine ganze Reihe Entreprisen schon gibt, die quasi mal auch dezidiert sind, dahinter zu kommen, wird ein ganz wichtig sehr raus. Und dafür sind wir auch relativ optimistisch, dass wir auch da einen anständigen Taux d'Occupation. Das, wo ich aber noch ein Jahr wollte, darauf insistieren, ich hatte doch schon an der zuständigen Kommission gesagt, das heißt, wir sind aber auch hier an einem Bereich, die Energie, den energieintensiv ist. Schwätzen aber nicht unbedingt vom Testcenter selber, wir schwätzen aber von all den Entreprisen, die hier hinkommen, die notamment, was KI betrifft, aber gewissen Kapazitäten benötigen. Und dafür ist natürlich auch wichtig, wenn wir hätten, dass der Teil weiter eine Success Story bleibt, dass wir auch die nötigen Kapazitäten zur Verfügung stellen. Denn Wirtschaftsminister hat uns gesagt, dass die da wären. Nach Mengenstand aber vielleicht auch müssen daran denken, für die weiter nach auszubauen, weil wir aber wissen, dass wie gesagt, die Kapazitäten ganz hoch sind. Das gesagt nach ein Kehr, ich fand das ganz gute Notizen. Wir stimmen heute ein innovativen Projekt. Und dafür nach ein Kehr wird auch meine Fraktion mit großer Begeisterung werden. So nicht, merci.